ist Awa Habdiataye. Awa ist eine 35-jährige Mutter von 6 Kindern. Das Dürre-Forschungsteam traf Awa, als sie sich unter einem kleinen Baum von ihrer langen und anstrengenden Reise ausruhte. Awa ist ein Opfer der Trockenheit. Sie kam zu Fuß aus ihrem Dorf. Sie ließ 4 ihrer Kinder dort und konnte nur ihre beiden Jüngsten mittragen, den 1,5-jährigen Mohammed und ihre 2 Jahre alte Tochter Makka. Awa lief 5 Stunden lang, um die Hälfte des Weges zurückzulegen. Das Forschungsteam traf Awa um 1 Uhr nachmittags in der heißesten Zeit des Tages. Erschöpft und ausgelaugt versucht sie, sich im Schatten der kleinen Bäume von den Strapazen der Reise zu erholen. Awa hat ihr Haus an diesem Morgen um 5 Uhr bei Sonnenaufgang verlassen. Sie nahm nur das mit, was sie tragen konnte. Und das ist nicht viel. Sie nahm 2,5 Liter Wasser mit und 250 Gramm Datteln. Das ist ihr einziger Proviant, mit dem sie die lange Reise überstehen will. Awa geht sparsam mit dem Wasser um. Sie nimmt nur kleine Schlucke, um ihren Kindern das meiste davon übrig zu lassen. Awa erzählt dem Team, dass es ihr und ihrer Familie vor der Dürre relativ gut ging. Sie besaßen 200 Schafe und Ziegen, außerdem 50 Kamele, bevor die Dürre ihre Siedlung traf. Nun sind nur noch 50 Schafe und Ziegen und 30 Kamele übrig. Sie hat jedoch wenig Hoffnung, dass die Tiere noch lange überleben können. Heute Morgen hat sie in einem äußerst besorgniserregenden Zustand verlassen. Das ist das Dorf Bun. Hierhin ist Awa unterwegs. Hier können Dürreopfer Wasser bekommen und es gibt auch eine kleine Essensausgabe. Die ist jedoch unterbelegt, unterversorgt und überlastet. Das Dorf hat einen kleinen, flachen Brunnen. Das Wasser reicht aber nicht für den Zustrom der Dürreopfer, die ins Dorf kommen. Die Anwohner erzählen dem Team, dass auch dieser Brunnen bald ausgetrocknet sein wird. Eine Menschenmenge steht Schlange und jeder versucht verzweifelt, ein bisschen Wasser zu bekommen. Der Bürgermeister von Bun erzählte dem Forscherteam, dass die Nachfrage nach Wasser um 35% angestiegen sei und, was die Sache noch schlimmer macht, das Dorf nur über 3 Pumpen verfügt. Eine ging im Juni kaputt und es fehlt an den Mitteln, die dringend benötigte Pumpe zu reparieren. Die andauernde Dürreperiode hat in den westlichen und küstennahen Regionen von Somaliland schlimme Folgen für die Wasserversorgung und dadurch für die Lebensgrundlage und Nahrungssicherheit von Landwirten und Viehhirten. Die Regenzeit ist in diesem Jahr vollständig ausgeblieben, was die Dürresituation immer weiter verschlimmert. Die Bewältigungsstrategien der Bevölkerung sind langsam ausgeschöpft. Die Menschen brauchen dringend Hilfe, um zu verhindern, dass diese Dürre keine verheerende Katastrophe wird. وحاجة